Habidere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der besten Vereinigung von Menschen seit der Wiedervereinigung, möchte ich fast behaupten. Mit dabei ist aber halt gerade einer dieser wiedervereinigten Gruppe, und zwar der Mikey Boy. Servus und Habidere. So wie es ausschaut, haben du und ich, namentlich Kani, nur noch Dates, hä? Ja, schaut fast so aus. Große Liebe. Ist ja nicht schlimm, ja, da I potato you. Hier wird wieder gepotatot. Ja, schon. Potato it, ich weiß nicht, wie man es sagt. Each other. Wir haben ein ziemlich cooles Thema, und zwar reden wir über das Böse, das vom Lande kommt. Was sagst du zu dem ganzen Thema? Ja, ich kenne es nicht anders, von wo ich stoffen muss. Ist ja so, oder? Also Ja. ich kann das nachvollziehen. Da ist noch nichts Gutes rausgekommen. Schwierig. Von den Landeier. Wir reden heute ja über When Evil Lurks, der eigentlich schon überall auf der Welt erhältlich ist und jetzt bei uns mit einem Limited Kino-Release gesegnet ist, dank Dropout Cinema und Indeed Film. Ich glaube, 27.02., oder? Das ist jetzt sogar Start. Ja, genau. Also rumpelt's ins Kino, ab. Wenn die Folge rauskommt, ist der Kinorun wahrscheinlich schon vorbei. Ja, Aber wenn der Corby nicht so faul war mit der Schneiderei, dann kann das Ding nämlich gleich nach Aufnahme veröffentlicht werden, aber wissen wir selber, wie es ist. Ja, aber auf jeden Fall kommt ja der Film dann auch zeitnah eben auch im Mediabook raus von Indeed Film. Wahrscheinlich auch wieder in Zusammenarbeit mit Black Clover und Illusions Unlimited. Dann haben wir halt jetzt quasi die Leute jetzt nicht, macht man die Leute jetzt nicht heiß aufs Kino, sondern wir machen euch jetzt heiß auf dieses Release, und dann könnt ihr euch das einbauen, weil ich kann es schon mehr wegen anspoilern. Es wird von meiner Seite her eine Empfehlung kriegen für den Film. Wie es beim Kani ist, weiß ich nicht, weil das ja so eine ganz undurchsichtige Geschichte ist mit dem Kerl. Der sagt uns jetzt gleich selber. Ich bin Wahnsinn. Also, ich bin ein zugeschweißtes Buch. Oh wow, da bin ich jetzt gespannt. Weil jetzt die letzten Male lasse ich die immer so auflaufen mit die Story-Erzählungen oder mit die Handlungsverläufe. Jetzt mache ich das einmal. Das weil ist nicht von dir. ich mache es immer wegen kürzer. Ich tue mich Ja. da allweil gar nicht so aus, Und weil ich das Fenster lehnen. bin null vorbereitet. Ich kann zumindest sagen, dass ich schon ein T-Shirt zu dem Film habe. Sehr gut. Wo ist denn das her? Müssen wir den Naughty Cockroach fragen, weil die hat das damals organisiert. Sehr Ich cool. weiß aber jetzt nicht, wo die bestellt hat. Das, da der Wingerl von der Optik her ausschauen, als wäre es von Paul Bearer Express, glaube ich, heißt die Seiten. Okay. Kann Okay. sein, ja. Aber es ist schön, dass man dann schon zu Filme, die man bei uns noch nicht mehr erhältlich hat, die Shirts am Start hat. Aber wir sind ja Hundling. Wir haben den Film ja schon mal sehen können, Ja, weil wir Brutale sind. Aber wir sagen mal sonst nichts. richtig. Ich sage euch jetzt noch, um was das in dem Film geht. Und zwar in Argentinien ist ein ungleiches Brüderpaar, da muss ich jetzt wieder nachschauen. Die zwei heißen Pedro und der Jimmy. Kaimi, oder? Heißt Kaimi, oder? Kaimi, ich habe jetzt Jimmy da, aber ich habe jetzt auch die Also deutsche. du hast die Deutsche gesehen, weil ich habe mir auf Spanisch noch mal anschauen müssen. Ja, schön. Hast du ganz gesagt. Wo wir wieder bei den Naughty Cockroaches sind. Ja, genau. Die zwei Brüder, die hören Schlüsse in der Nacht, und am nächsten Tag wollen sie dem nachgehen. Was eben da passiert ist, die zwei Brüder sind rechte Landeier und leben auf so einer abgefuckten Farm am Arsch der Welt und machen sie zum Nachbarn auf, der wo geschätzt gefühlt 500 Kilometer zu Fuß weit weg ist, und finden dort zuerst einmal auf dem Weg eine zerstückelte, brutal zugerichtete Leiche, von der wo sie nicht erahnen können, wer das ist in dem Moment. Und sie kommen dann zum Nachbarhof und da finden sie dann den Rotten. Das ist ein ganz brutal besessener Typ, der aufgeschwemmt ist, wird Sau, kann nicht mehr gehen, Eiter quillt aus alle Poren. Mhm. Klassischer Sonntag. Klassischer Sonntagskani. Noch am Samstagabendgelage. Nein, das geht meistens Mittwoch schon los, Sonntag gehen wir erst dran. Ah, okay. Auf jeden Fall stellt sich heute heraus, dass die Familie schon über ein Jahr auf einen Exorzisten wartet, der den Sohn umbringt. Das ist eben nie einer gekommen. Und dann machen sie quasi diese Landeier dran, dass diesen Rotten, der in der deutschen Synchro jetzt der Besessene heißt, aber auf das komme ich noch mit drauf zu, die wollen den verrammen
und bei dieser Tätigkeit passiert ein Missgeschick und der ist auf einmal weg. Der fällt von der Ladefläche vom Pickup. Genau, und so tun diese Herren eine Welle, eine scheiße Lawine in Fahrt bringen, bei der ganz schön viele Leute ganz brutal draufgingen. Eine Eiterlawine. Eiterlawine, ja. Ah. Also, Conny, ich habe schon gesagt, von mir kriegt eine Empfehlung. Wie schaut es jetzt bei dir aus? Hat er dir jetzt gefallen? Ja, klare Empfehlung. Okay. Klare Empfehlung, würde ich sagen. Das ist schon ein ganz, ganz unangenehmer Film. Das ist also er holt schon auch drauf, wenn er brutal ist, aber er ist jetzt halt nicht nur durch seine Gewaltexzesse irgendwie also ekelhaft, sondern auch die ganze Stimmung von dem Film ist einfach voll bläh. Ja, er macht nicht viel Spaß. Nein, ist sehr trostlos. Und das macht er auch gleich ab dem ersten Moment, wenn der Film losgeht, verbreitet er schon die Stimmung. Also da muss noch gar nicht viel passiert sein, wenn es dieses abgefuckte Haus, diese Abgeschiedenheit, dieses Trostlose, wenn es jetzt alles ein wenig so mitkriegst, dann sagst du, ja wow, also bei denen möchte ich nicht einmal da über dem Zaun hängen, bei denen Burschen. Nicht einmal zum Sorgen, die stehen bleiben bei denen. Und dann wirst du als Zuschauer auch noch in so ein Geschehen reingeschmissen einfach. Dir wird jetzt nicht anhand von der Texttafel irgendwie erklärt, wie dieses Worldbuilding ist und wo da was für Regeln in diesem Film oder in dieser Welt gibt, sagen wir jetzt einmal, sondern du musst dir das selber erarbeiten, beziehungsweise musst du es anhand von dem, was die Leute sagen, musstest du quasi auf das musst du schließen. Die gehen von ganz vielen Sachen aus, die du wissen solltest, weil du ja in der Welt aufgewachsen bist, wo es aber halt auch nicht stimmt. Aber deswegen hast du ganz oft bei dem Film so ein Fragezeichen über dem Kopf stehen und denkst dir nur, ja, hoffentlich erklären sie mir das jetzt dann noch. Machen es dann meistens auch. Ja. Dieses Regelwerk und dieses Wordbuilding, das wird da alles schön erklärt. Ja, ich finde das einfach cool. Du wirst einfach da reingeschmissen und du weißt von gar nichts, die Figuren wissen alles und so nach und nach entblättert sich das dann erst für den Zuschauer und das fand ich schon mal mega cool und da ist er nicht einmal mordsbrutal. Das stimmt, ja. Und ich habe nämlich auch die ganze Zeit gedacht, weil das sind ja dann so ich habe mir jetzt das zweite Mal gesehen, ja. Und da sind das so Sachen wie zum Beispiel die Szene mit dem Hund, wo ich mir beim ersten Mal gedacht habe, warum flippt denn der jetzt eigentlich so aus, dieser Hund, wo sie erst beim zweiten Mal dann erschlossen hat, der hat ja da und nur an dem Zeig gerochen und da hat er sich dann wahrscheinlich das Ei gefangen, dass er jetzt halt auch mit ausflippt. Und, ja. Also es ist ja so ein Ding, den sollte man sich vielleicht auch zweimal anschauen, weil man so Kleinigkeiten da mal übersehen kann, wo man sich jetzt erst fragt, warum ist jetzt das gerade so, aber wo ich jetzt gesehen habe, schließt sie wirklich alles irgendwie. Ja. Und es wird dann bestimmte Sachen eben auch wird das mit der Kleidung, das wird einfach nur mal so in einem Nebensatz erwähnt oder anhand von mehreren Regeln, die da aufgezählt werden und dann kriegst du das gar nicht mehr so mit. Der 7 Regeln gibt's. 7? Danke sehr. Und dann passiert was und dann denkst du, okay, habe ich schon mal gehört, jetzt wissen wir es. So jetzt und so, diese Auswirkungen hat das Ganze, wenn ich das und das mache. Toll gemacht. Die schauspielerische Leistung fand ich cool. Die sind nicht einfach No-Name-Schauspieler, sage ich jetzt mal. Mir kennen wir es nicht. Ob die in Argentinien irgendwie große Namen sind, weiß ich nicht. Wieder schlecht vorbereitet. Ja. Business as usual. Aber ich fand die sehr überzeugend. Teilweise auch mal sehr überzogen. Aber bei bestimmten Szenen, wenn es dann wirklich die Kacke so richtig am Dampfen ist und sie Leute einfach nur noch schreiend unterhalten, weil die Stimmung so angespannt ist, wo du sagst, ja, das nervt mir jetzt direkt fast ein bisschen, aber das passt zum ganzen Gesamteindruck, dass das jetzt alles so nervig ist, weil die Leute an sich ja schon so angekotzt sind und das Gefühl übertragt sich ja auf den Zuschauer. Das vor allem in der Szene, die ich schon erwähnt habe mit dem Hund, wenn sie da bei dem Haus sind, wo es die Kinder holen, ab da ist einmal, glaube ich, so 20 Minuten purer Stress. Es ist in dem Haus schon drin, es wird nur geschrien, es wird durcheinander geredet, die Kinder wollen irgendwas, die Frau möchte was, der Partner möchte was, der Hund frisst gemütlich und dann danach fahren wir weiter und sie haben ja einen behinderten Burm dann dabei, der die ganze Zeit nur stöhnt und dann geht's weiter im Auto, dass dann die Oma die ganze Zeit irgendwas redet, die Brüder reden was miteinander, der Bub sagt was, daneben der Bub, der sich nur durch sein Stöhnen bemerkbar machen kann, stöhnt die ganze Zeit. Und das ist wirklich so 20 Minuten, dann sagt er, leck, Alter, mir reißt gleich den Kopf. Das ist so anstrengend und wirklich so stressig. Gerade ich möchte jetzt nicht in dem Auto sitzen. Ja. Das hat der Regisseur, der Demian Rugner, heißt der Herr, das hat er wirklich hervorragend gemacht. Wir kennen den von dem Film Terrified. Jetzt weiß ich nicht, hast du den jetzt oder haben wir mit den nicht sogar schon mal Folge aufgenommen über das Ding? Ich weiß es gar nicht. Den haben wir schon besprochen, als das Mediabook von Pandastorm gekommen ist. Genau, weil dann die deutsche Synchro raus war, gell? Ja, genau. Ja,
den Regisseur, den sollten sie auf alle Fälle merken, weil wenn da noch mehr von dem kommt, das war auf alle Fälle wünschenswert. Dieser Terrified ist ja auch voll bei dem Science Project, was weiß ich, unter die Top 10 gewesen, eine Zeit lang, oder ob es immer noch ist, weiß ich nicht, wieder schlecht vorbereitet, war dieser Terrified eben unter die Top-Filme der gruseligsten, und ja, er war wirklich saugruselig, da kann man nichts sagen. Und jetzt eben dieser When Evil Lurks, der funktioniert ein wenig auf einer anderen Ebene. Das ist nicht so mit Geistergrusel und so, sondern wenn man es da wirklich mit Besessenheit zum Tor. Das Coole ist halt dann da, dass diese Besessenheit in dieser Welt ein alltägliches Problem ist. Das ist alles bekannt und es gibt auch Mittel dagegen, nur die Leute am Land, die müssen schon mal ja warten, bis der große Exorzist vorbeischaut. Ja. Da finde ich auch, haben wir ein bisschen so eine Metaebene mit drin, weil ich auch gelesen habe, dass dieser Regisseur, der Demian Rugner, das ist ein wenig eine Anspielung auf die hohe der hohe Pestizidverbrauch in Argentinien. Argentinien ist das Land mit dem höchsten Pestizidverbrauch. Da vergiften sie die Leute am Land nach und nach immer mehr im Laufe der Zeit mit diesen Pestiziden. Wo es die Leute in der Stadt wiederum scheißegal ist, weil die dann wieder was zum Fressen haben. Und das wollte halt der Regisseur ein wenig mit anprangern. Und das, wenn man den Film dann einmal gesehen hat und das ein bisschen im Hinterkopf hat, macht's das vielleicht auch, wenn es euch jetzt anschaut, dann sagst du, ja, das kann vielleicht sogar sein. Dass die Gleichgültigkeit und von die Profiteure und von die Stadtbewohner gegenüber die Landleute vielleicht da still mit einspringen kann. Ja, weil am Land nur lauter Gläufen sind. Das stimmt, aber trotzdem haben wir mir, ich setze mich einfach gleich mit denen, haben wir auch ein Recht zu leben. Ja, ein Recht zu leben habt, aber wie, das macht's euch selber aus. Ja, na, aber das, wie gesagt, das mit den Pestiziden, vor allem, es ist ja dann auch so, dass dieses Böse ja auch dann vom Land in die Stadt übergreift, also mir kriegen wir es halt so mit, wo man halt auch sagen kann, okay, die Pestizide im Endeffekt haben zwar alle auf dem Gemüse und auf dem ganzen Zeug, aber irgendwann kriegen auch die Städter das mit, weil ja das Zeug in die Pflanzen oder im Gemüse auch mit drin ist. Im Grundwasser überall. Überall ist. Und es kommt. Und manchmal kriegst du das erst mit, wenn es schon spät ist. Wie beim Asbest. Ja. Und für ganz viele Leute in dem Film ist es auch ganz schön schnell spät. Und da schließt man überhaupt nichts aus, nicht bloß Leute. Es geht Tiere an den Kragen, es geht Kinder, der vielen Kinder an den Kragen. Ich wollte gerade sagen, Kinder haben es da echt nicht leicht in dem Film. Alter Schwede. Ich habe jetzt leider verpasst, dass ich am André gefragt hätte von Indeed Film, ob er jetzt für When Evil Lurks eine FSK-Freigabe gekriegt hat. Aber das werden wir dann sehen, wenn die Mediabooks raus sind, wo es dann da drauf steht. Aber ich glaube, dass er ziemlich Probleme kriegt hat. Weil diese Szenen, wo es die Kinder an den Kragen geht, extrem intensiv sind. Das sag sogar ich. Ja, und wir haben es jetzt da nicht mit Partysplatter à la Terrifier 3 zum Tor, sondern das ist ein richtig dreckiger Bastard. Und so wie die Morde dann rübergebracht sind an die Kinder, natürlich an alle anderen, aber an die Kinder kommt es einem schon wirklich extrem vor, weil halt ich glaube, die härteste Gewalt in dem Film erfahren Kinder eigentlich, oder? Das glaube ich auch. Ja, selten. Ja. Sind eigentlich Kinder oder Schwangere? Ja, wo wir wieder bei den Kindern. Ja, das ist ein schwieriger Film. Also für bestimmte Leute, die da Probleme haben, kann das wirklich schwierig sein. Vor allem ist es so, dass du sagst, ja, wenn es wenigstens lästig gewesen wäre, das Kind, dass du sagst, ja, endlich bist du weg. Aber das hat überhaupt nichts getan. Das war wirklich mal so ein Kind, wo du sagst, ja, passt, du bist brav, halt dein Maul, so wie es gehört für ein Kind. Und dann gleich so dreckig. Brauchst du das? Ja, ich sag schon, natürlich brauchst du das, weil es macht ja dann die ganze Stimmung von dem Film nur mit aus, dass es wirklich so gnadenlos ist. Wenn das Böse da ist, dann ist es scheißegal, wer da kommt, wie der Mike schon gesagt hat, ob Tier, Kind oder sonstige Leute. Es wird jeder gleich schlecht behandelt. Ja. Und wie gesagt, bei Terrifier war es ja auch so, dass man es auch stellenweise, oder diese Szene, von der ja alle geredet haben, die hast du ja nicht einmal gesehen. Das hast dann nur die vollendeten Tatsachen dann präsentiert gekriegt. Und da ist nochmal anders. Und auf diese Art, dass diese Tonalität vom Film so deprimierend ist und dann noch diese Szenen dazu, also das ist schon wirklich ein harter Brocken. Wirklich. Ja, und vor allem, weil es ja dann auch um Familien geht. Es ist ja nicht so, ja, das ist jetzt so x-beliebiges Kind oder x-beliebige Kinder, sondern es sind nicht dann, es ist ja alles so ein kompakter Haufen von Brüder, Töchter, Söhne, Oma, Frau, was weiß ich.
Und dann hat er das gleich noch einen tieferen Schlag, sage ich mal, wenn dann auf einmal wieder irgendwann von den Schratzen da oder vorgezogen wird und gemütlich verköstigt. Ja. Nein, die Figuren sind uns nicht egal. Das hat auf alle Fälle andere Horrorfilme schon mal voraus, wo man sagt, die sind jetzt alle Schlachtvieh und ich hoffe, dass einer überlebt. Und da ist wirklich so, dass du sagst, okay, sie bemühen sich wirklich alle. Jeder auf seine Weise, manchmal nachvollziehbarer, manchmal nicht so nachvollziehbar, aus dieser Situation das Beste zu machen. Und es klappt halt einfach so gut wie nix. Das ist auch nicht überhaupt nichts. Ja. Das ist irgendwie, das ist Satz mit X, gell? Ja, sehr grob. Sehr grob. Was wollte ich jetzt sagen? Was war denn eigentlich mit der Gors los? Die war auch besessen. Ja, aber wie sind sie denn auf die gekommen, dass die besessen ist? Die hat ja nichts da, oder? Das war so ein Ding, das fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Da habe ich nicht so ganz kapiert, warum auch gerade die Gors. Ich glaube, das sollst du als Zuschauer erst dann sehen, wenn die ganzen anderen Gors weggelaufen sind, dass die eine dann eben da stehen bleibt. Und das ist quasi aus dieser Menge raus, das hast du als Zuschauer nicht gesehen, aber die Leute auf der Farm und da ja die dieses Worldbuilding kennen und vielleicht haben da die diese Symptome auch schon mal gesehen. Und man darf ja sagen, eins von diesen Regeln ist, dass man die Besessenen nicht töten darf oder erschießen darf. Ja, genau. Und das provozieren dann die Besessenen teilweise, dass eben von die Protagonisten umgebracht werden. Und das ist halt auch, ob es jetzt dieser Mensch sagt, töte mich oder sonst bringe ich deine Kinder um oder so. Oder ob ich dann da steht und sagt, das ist ja wirklich creepy. Also, Black Phillip gefällt das. Geile Black Phillip. Ja, das mit der Gors, das war schon, also das ist schon, da ist schon rund gegangen an der Stelle. Und auch diese Rotten. Ich finde schon allein wieder die Bezeichnung Rotten finde ich viel geiler als der Besessene. Ja, leider. Ich habe mir dann auch gedacht, wie ich ihn dann gesehen habe auf Deutsch, bin ich gespannt, wie es das übersetzen, weil der Verwesende ist dann auch wieder so eine Sache, weil Rotten hört sich halt immer geil an. Ja, weil Rotten jetzt ist halt und jetzt ist halt eben der Besessene und müssen wir jetzt mit leben, hilft nicht. Aber allgemein ist die Synchro sehr cool geworden, passt, weil es ist oftmals so bei spanische, argentinische, italienische Filme, die Leute, die haben sehr viel Temperament und wenn dann auch so, wie wir schon erwähnt haben, so wild durcheinander geredet wird, dass das lippensynchron umgesetzt wird, das haben sie super gemacht. Das ist eine hochwertige Synchro, bis auf bei zwei Sachen, da sind zwar so ältere Damen, also einmal die Oma und dann zu dieser alten Frau, zu der es dann fahren, die hören sie wegen Blecher noch. Aber das ist wirklich Nörgeln auf hohem Niveau, weil der Rest wirklich cool ist. Okay. Wir haben ja wirklich schon andere Synchros auch gehabt von anderen Firmen, die wir jetzt nicht nennen. Aber auf alle Fälle großes Lob an Indeed, Black Lava und Illusions. Das habt ihr wieder gut gemacht. Tolle Synchro für einen tollen Film, der es wirklich verdient hat. Wer seine Horrorfilme gern so hat wie sein Rindersteak, Medium Rare, der soll halt auf jeden Fall bei When Evil Lurks einmal reinschauen. Weil der da ziemlich viel Spaß haben kann. Der kommt da umgeschnitten, oder? Ja. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der dann auch parallel noch Kaufhausversion mit rauskommt. Das ist halt dann der Fall, wenn man weiß, kommt der mit der FSK-Freigabe oder nicht. Aber ansonsten haben die Mediabooks schon in die Startlöcher. Ich bin jetzt dann auf die Cover gespannt, aber das zeigen wir euch dann, sobald wir da einmal eine Ankündigung haben, zeigen wir es euch, weil das Teil gehört auf alle Fälle gekauft, das gehört honoriert, dass der Film jetzt da bei uns endlich eine schöne VÖ kriegt. Und zwar die schönste VÖ weltweit, möchte ich behaupten, weil bis jetzt gibt es überall nur Amarays. Und jetzt kriegen wir mal dann einmal schöne Mediabooks, da freue ich mich. Haben wir bei uns auch Amaray dabei oder erst einmal nur Mediabooks? Das weiß ich nicht. Das kriegen wir dann erst aus. Fix, die kann man nichts fragen. Bei Ding war es jetzt so eben, die haben ja jetzt The Dark and the Wicked rausgebracht. Und da haben eben jetzt diese 5 Mediabook-Cover rausgekommen. Und dann jetzt kurz Zeit versetzt, was waren es jetzt? 4, 6 Wochen später ist jetzt die Amaray rausgekommen in 4K und Blu-ray. Aber die hat halt auch eine FSK-Freigabe gekriegt. Und da müssen wir jetzt bei When Evil Lurks noch abwarten. Aber ich glaube schon, was ist dein Tipp? Ich glaube schon, dass er FSK 18 kriegt. Ich glaube auch, weil die Gewalt teilweise auch nicht, die an die Kinder eben ausgeht, von anderen Leuten verübt wird. Bis auf die Popcorn-Eimer-Szene, das ist jetzt so mit, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wo aus dem Kopf gespeist wird, wie aus einem Popcorn-Eimer. Aber das ist auch, da wird ja auch keiner umgebracht. Das ist ja schon, es ist ja nur Leichenschändung. Ja, mein Gott. Wegen Gehört am Land zum guten Ton. Das ist ja das. Da würde ich sagen, Ed Gein gefällt das.
Richtig. Na, aber meine Prognose ist jetzt auch, dass er eine Freigabe kriegt. Vor allem, wenn man so schaut, was die letzten 2 Jahre alles ungeschnitten passiert ist, dann sehe ich da keine Probleme. Ja, jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt nämlich auch ursprünglich ein bisschen auf die Kinderthematik spekuliert, dass die Probleme mal erkannt, aber wie du schon sagst, das bei der eine hat schon hinter sich. Bei dem anderen ist also klassische Spielplatz-Action mit dem Hund. Klassisch. Ja. Bess. Ja, nett ist nicht. Sorry, schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Nein, wie gesagt, sogar ich als der Kinderhasser kann ich. Bin da gesessen und mir gedacht, Alter, das ist so unfassbar gemein und brutal jetzt gerade, dass nicht einmal ich kann mich freuen. Okay. Das ist wirklich ein bisschen Herz in deiner ich hab so kurzes Brust, oder? Genau, so ein kurzes Rotten Pumpen habe ich gespürt, so hat's bekommen. Aber nein, das ist halt, weil da auch die Stimmung ja gerade so angespannt ist und alles so auf 180 geht und da passiert das nur so aus dem Nichts außer. Ja. Und da bin ich auch da gesessen und halt, weil es halt auch relativ lang dauert. Es ist ja nicht gerade so, hey, kurz, zack, sondern der Hund hat schon seinen Spaß mit dem Ding. Ja. Mit dem Kind. Und sehr unangenehm auf alle Fälle. Es ist ja da so suspensemäßig aufgebaut. Ja. Wenn du dann sagst, okay, das mit dem Gewand ist erwähnt worden, der Hund riecht die ganze Zeit an dem Gewand. Ja. Dann sitzt der Hund die ganze Zeit neben dem Kind. Und du denkst dir die ganze Zeit, okay, jetzt passiert's und es passiert nicht. Okay, jetzt passiert's, es passiert nicht. Ja. Und auf einmal kommt diese Szene, wo du dann schon sagst, ja, dann passiert halt sowas nicht in dem Film. Und dann sagst du, okay, leck mich doch am Arsch. Aber hallo. Und das macht der Film eben öfter, dass er so mit den Erwartungen vom Zuschauer ein bisschen spielt. Er bedient sich ja auch die ganzen Tropes, die ganzen Filme der Art ja auch haben. Das darf man ja auch. Und er variiert halt der schön und macht halt manche Sachen auch ein bisschen anders. Das muss ich ihm auch zugute halten und deswegen kriegt er von mir diese Empfehlung. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir schon zu unseren Tops und Flops weitergehen? Ich glaube, das darf man schon machen. Ja. Möchtest du anfangen? Ladies first. Hahaha, did you just assume my gender? Ich bin lustig. Schnapp. Mein Top ist die Hacke-Szene. Oh Gott, die fand ich, also die ist jetzt, die ist schon richtig, die ist richtig ekelhaft. Die dauert halt auch wieder mal entsprechend lang, die Person, die es da trifft, das ist halt auch nochmal krasser Shit. Ja. Also, und vor allem der erste Schlag ist so, boah, krass, was ist jetzt passiert? Und dann geht's auf Nummer 2 weiter und dann denkst du, ja, klang so nicht. Nein, es klang nicht. Ja. Also, die war schon heavy. Vor allem, es ist immer so eine Aktion, die dann so eine Scheiße-Lawine in Fahrt bringt. Und das ist halt dann eben das mit Gors, Mo, dann Axt. Und dann sagst du, okay, leck mich am Arsch. Und das ist so eine Phase von, weiß ich nicht, 3 Minuten. Ja. Die wo du dann wieder da sitzt und sagst, ja, Film, du Bastard, du Dreckiger. Lass mich da gerade in Ruhe, du Schwanz. Ja. Du Schwänzel. Und mein Flop, das ist am Ende, wie das dann passiert, dass das, was passiert, passieren kann. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Ja. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn es wieder um eine Axt geht. Und das fand ich das hat mich genervt, weil das ist mir zu schnell gegangen, erstens mal, dass das funktioniert, dass er dann sagt, ja, dann mache ich das halt jetzt und hau ab mit dem Ding. Ja. Und da haben wir so gedacht, ja, du bist jetzt eigentlich schon die ganze Zeit vorbereitet und weißt, hör nicht drauf, tu das nicht, mach hier nicht und so weiter und so fort. Und dann sind das irgendwie gefühlt 2 Sätze und er sagt, alles klar, passt, ich bin raus, ich mach das. Das fand ich irgendwie billig und schnell und das hat mich auch extrem genervt. Ja. Da mache ich jetzt gleich mit meinem Flop, weil mit Sachen, die an nerven. Er hat jetzt eben auch schon dieses Worldbuilding und die Leute wissen Bescheid, was los ist. Und dann ist es aber so, dass Wissen, die Besessenheit ist an der Kleidung. Oder die können das mitziehen, genau, die schleifen das mit, wenn sie damit Kontakt gehabt haben. Dann fahre ich aber mit diesem Gewand in die Stadt zu meiner Ex-Frau und zu meinem Kind, oder zu meinen Kindern, und zirkt das aber mit. Also, weißt du, die verhalten sich dann oftmals so, dass ich sage, ja, wenn sie das wissen, du darfst das ja wissen, dass das nicht machen so ist, weil ja das eine von den Regeln ist, warum machst du das dann? Vielleicht, da könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil die brechen ja so überstürzt auf, oder?
Ja, aber trotzdem, dann fahre ich doch, trotzdem. Wenn ich weiß, ich habe jetzt das an mir und ich ziehe das mit, dann fahre ich vorher noch in ein Hotel oder sonst irgendwas. Ja, du hast doch selber Kinder. Der hat sich nur gedacht, ich muss sofort zu meinen Kindern und er ist also da war so, fuck, Alter, ich hab das ganz vergessen. Das bringt, ja gut, aber wie gesagt, das bringt mir nichts, wenn ich dann weiß, meine Kinder sterben dann trotzdem, ob ich jetzt 5 Minuten näher dort bin oder nicht, die gehen dann wegen mir drauf. Du hast keinen Hund, dir feit nichts. Ja, wenn es der Hund nicht gewinnt, war es ein paar andere gewinnen, oder? Ja, die Katz. Genau. Also, wie gesagt, dieses Worldbuilding, aber es ist ja nicht nur die Szene, es gibt ja mehr, aber wir spoilern wir jetzt nicht. Wie bei dir ja auch, dein Flop ist ja ähnlich gelagert. Ja, genau. Er weiß, sie wissen, sie sollen bestimmte Sachen nicht machen. Aber dann ist irgendeine Situation, dass die Handlung weitergehen kann und dann müssen sie sowas aber machen. Gut, dann sagt man, okay, das ist eine Übersturzhandlung, ist wieder so. Aber okay, ja, wenn ich schon weiß, es ist so und es wird ja immer wieder gepredigt, macht's das nicht, macht's das und Licht und Strom und was weiß ich, dann schaltet die andere da dieses Partylicht ein, weil zum Schlafen und so Sachen. Was sagst du, es wisst es ja eigentlich. Warum macht's es dann? Warum? Weil wir sonst keinen coolen Film hätten, wenn es jeder drauf hält und dann können wir kein Besessen und dann wird keiner zleckt und dann sitzt man da und sagen wir, ja, warum wird keiner zleckt? Ja, genau. Ja. Dann war der ganze Film ein Flop. Aber die sind jetzt so Sachen, die reißen wir ein bisschen raus und deswegen haben sie der Flop bei einem super tollen Film. Und was ich cool finde ist... irgendwann brauchen wir ja. Ja, eben, weil sonst kriegen wir wieder Problems mit dem Corby, richtig. Was ich cool finde, ist eben dieses Worldbuilding an sich, dass du da reingeschmissen wirst, vor vollendete Tatsachen gesetzt und musst dir das selber erarbeiten, dass das in der Welt alles so bekannt ist, dass eben öfters heißt, ja, die Kirche ist tot, die Leute haben sich selbst überlassen, der Glaube ist tot, sie haben nichts mehr und sie müssen jetzt irgendwie mit der Situation klarkommen und das finde ich super. Und das ist einer von den Filmen, wo ich sage, jetzt ist er zwar Goa, aber ich hätte gerne noch mehr gesehen, wie eben auch bei Longlegs, wo ich auch gesagt habe, Longlegs, ich mir hätte unbedingt, wie gesagt, ihr wisst es, ich liebe Filme mit 1,5 Stunden, 1,75 Stunden, alles ist super, aber das sind so Filme, die machen so eine große Welt auf und da hätte ich gerne mehr gesehen. Und der Film ist dann Goa und dann sage ich, bitte, hau ihm noch eine halbe Stunde hin, ich möchte jetzt wissen, wie es jetzt in der Welt weitergeht. Teil 2, When Evil Lurks Again. Lurks, jetzt erst recht. Ja, genau. Evil lurkt erst recht. Ja, hier wird wieder gelurkt. Hör mal, wer da lurkt. Ja, richtig. Na, sehr schön. Aus der Welt kann man echt nur einiges rausholen, finde ich. Da kann man schon was machen. Ja. Eigentlich war das direkte Ende war ja auch nur ein Top. Das direkte, ja. Das ist ja auch nochmal, was das ist. Denkst du, da ist das schon wieder assi. Ja. Und was auch noch sehr geil war, das muss ich jetzt auch noch schnell sagen, ich hoffe, das spoilert jetzt nicht zu stark, aber es ist, wir haben noch nie irgendwie einen Film mit Besessenheit gehabt und haben wir dann Behinderte gehabt oder geistig Behinderte mit Besessenheit oder wie sie Besessenheit auswirken kann auf einen geistig Behinderten. Und das Thema macht der Film auf und das ist etwas, wo ich selber dann da gesessen bin und mir gedacht, ja, an sich ist das total genial, auch wie es dann erklärt wird und es hat noch nie einer vorher gemacht und dass sie es so nur in den Film mit einbauen, finde ich super. Fand ich auch sehr cool umgesetzt, ja. Wirklich, das war stark. Das ist, ja, da ist man richtig mit den Behinderten umgegangen, nicht so wie bei Toxic Avenger oder sowas. Oh Gott, Toxic Avenger 4, das ist unfassbar. Schaut sich den Film bitte an, aber bitte dann keine böses, boshafte Nachrichten an uns. Mir waren wir es nicht, das ist der Film. Wir haben den Film nicht gemacht. Richtig. Wir baden uns überwiegend in Unschuld. Leute, Kaufmann gefällt das. Ja, genau. Wie schaut's denn aus mit unserem Triple Threat? Weiß nicht, frag mich nicht. Kann ich. Sagen wir mir Trompeten. Nein. Hey, einmal hätte ich mal ganz kurz, wo er sich da auszieht, dass man sagt, vielleicht hätte man zwischen die Anspacker, dass man baumeln sagt, aber ist meinst nicht. Dass er so groß war? Ja, ist schon, weil der Typ auch so groß ist, weil die Großen haben meistens eine große, ja, ist egal. Auf jeden Fall hat man nichts gesehen. Wie die Nase des Mannes, so sein Johannes heißt. Das stimmt. Mhm. Oh Gott, dann ist meine, ja, ist wurscht. Und deine ist dann so ein bisschen so, wie so Knackwurst schaut er da aus. Leona. Ja, bitte, Davy. Haben wir Möpse in dem Film? No Titties. Nix. Außer man steht auf die rotten Eiterbeulen-Titties. Nein, das zählt nicht. Zählt nicht, okay. Nein, weil wir haben ja bei uns im Triple Threat, wo man damals ausbaldowert haben, es muss ja, die Brüste müssen weiblicher Natur sein, weil sonst sind die Männer benachteiligt und wenn wir nur Frauen haben, sind die Frauen benachteiligt, also hat jeder einen Attribut, den er zollen muss. Wenn wir nur Frauen haben, sind die Frauen benachteiligt. Wenn wir bei unserem Triple Threat nur Frauen hätten, weil es ja Doppel-T war quasi. Ach so, meinst du? Weißt du das nicht mehr? Nein.
Ist schon viel Wasser dieser runtergelaufen, gell? Eben, und wir haben ja jetzt doch schon einige Tees auch an männliche vergeben, wie zum Beispiel an Henry Cavill, der hat es ja verdient. Aber das sind nicht dann so männliche Tittentees, die haben sie erarbeitet. Richtig, das stimmt. Aber wer sich auch was erarbeitet hat, unser drittes Tee, tote Tiere, Conny. Da haben wir mal was. Da gibt's einmal ordentlich Schafskäse. Und Hotdogs. Hotdogs, köstlich. Also es wird fein diniert in dem Film. Ja, ich kriege jetzt auch schon wieder Kohldampf. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, von unserer Seite, jetzt habt ihr es gehört, eine volle Empfehlung für When Evil Lurks. Halt's Ausschau. Noch Infos wegen den Mediabooks, wenn ihr es ins Kino nicht mehr schafft. Den Film müsst ihr auf jeden Fall sehen. Schaut's bei Indeed Films, Black Lava und Illusions Unlimited einmal vorbei. Die haben die heißen News. Ansonsten kriegt ihr es von uns. Wir sagen mal Danke an der Stelle für den Screener. Haben wir uns sehr gefreut drüber. Ja, wie Potato You Drop Out. Genau. Und mir findet man das sehr schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank an der Stelle. Auch Conny, vielen Dank, dass du wieder dabei warst beim besten Podcast der Welt. Nicht von Argentinien. Aber auf jeden Fall. Der beste Rotten-Podcast überhaupt. Rotten, das ist richtiger Rotten-Sound, was wir mir machen. Ja, genau. Das ist richtiger Rotten-Sound. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wie der Mike gesagt, rumpelt ins Kino, Cineplexens haben sie auf alle Fälle am Start an, When Evil Lurks. Und dann sagt uns, was ist vor der Kassettenholz, wenn ihr es gesehen habt. Und kommentiert drunter, markiert vielleicht irgendjemand drunter, der genauso ausschaut wie der Rotten jeden Sonntag. Wir freuen uns. Vielleicht mit Fotos dazu. Mit Fotos dazu, das wäre ganz wichtig. Aber denkt an Datenschutz, das braucht eine Genehmigung. Richtig. Ansonsten, au revoir. Servus und habe die Ehre.